Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel in Mainz, 3:1 gewonnen. Ja, wo fange ich an? Ich denke mal, wir haben gute 20, 30 Minuten gesehen. Ja, danach haben wir das gemacht, was man machen muss, ne? Nach so einer Länderspielreise, wo alle weg waren, nach den englischen Wochen, die wir hatten und die kommen werden. Wir haben das Spiel verwaltet. Ja, wenn man es positiv sieht, sagt man, ja, wir haben das gemacht, was man machen muss, haben 3:1 gewonnen, alles tutti. Wenn man es ein bisschen kritischer sieht, muss man sagen, ja, Ulla hat einen super bärenstark gehalten, ansonsten haben wir noch einen Pfostenschuss gehabt. Und ansonsten hat Mainz auch immer eine gefährliche Situation gehabt. Also, ja, es war nicht so klar, wie es am Ende war, fand ich. Das lag an unseren Außenverteidigern. Ja, das kann man so klipp und klar sagen. Unsere Innenverteidiger waren gut heute. Aber da kommen wir gleich mal zu, wenn wir ein bisschen auf die einzelnen Spieler drauf eingehen. Also, ich denke, so die erste halbe Stunde war echt okay. Da haben wir auch mal eine Flanke geschlagen aus dem Halbfeld, so Richtung Harry Kane. Danach, was habe ich vorhin gehört, die Statistik, zweite Halbzeit haben wir einen Torschuss gehabt. Also aufs Tor. Also, das sagt schon alles aus, ja. Ich denke aber, wir haben es schon im Stream öfters besprochen, wir werden es auch am Montag nochmal besprechen. Das ist aktuell die Art Fußball, die wir sehen werden bis zur Winterpause. Da bin ich mir sicher. Ja. Vielleicht, dass wir hinten noch ein bisschen sattelfester werden, aber wollen wir das heute so kritisieren nach den Länderspielreisen und so weiter, weiß ich nicht. Wie gesagt, erste halbe Stunde fand ich echt okay, war ansehnlich. Wir haben versucht, das Spiel zu entscheiden. Also wir haben zumindest versucht, nach vorne zu spielen. Ja, danach ist Mainz halt noch mal ein bisschen gekommen. Er hat ja auch dann den Anschluss gemacht vor der Pause. Nach der Pause war das gar nichts von uns offensiv. Ja, das war nur noch, weiß ich nicht. Schwierig. So, der letzte Wille hat gefehlt, irgendwie zu sagen, komm, wir machen den Deckel jetzt ganz drauf nach dem 3:1. Muss man fairerweise sagen, war der Deckel aber auch kurzzeitig mal gezogen bei Mainz, so der Stecker, aber dann ist Mainz noch mal ein bisschen wieder reingekommen und durch 1, 2 Aktionen haben wir ihnen auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber gegeben, was hätten gar nicht sein müssen, aber wir hätten auch einfach mal noch mal eine Viertelstunde Gas geben können. Wir hätten auch einfach mal den einen oder anderen Spieler viel, viel eher auswechseln können. Kommen wir aber auch gleich zu, wenn wir auf die Spieler drauf eingehen. Aber warum so ein Sané heute so lange auf dem Platz war, weiß ich nicht. Das war heute wieder mal der Leroy, wie wir ihn kennen. So die ersten 20 Minuten hat er noch Bock gehabt. Ja, ging ja vieles nur über die linke Seite quasi, die ersten 20 Minuten. Danach hat ein Leroy absolut keinen Bock mehr gehabt. Ja, ist stehen geblieben, hat abgewunken, hat gehadert, wo ausgewechselt wurde. Ja, war wieder der klassische Leroy heute. Aber wie gesagt, bevor wir zu den einzelnen Spielern kommen, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, wo ich das Spiel einordnen soll. Ich habe es schon gesagt, aktuell ist das der Fußball, den wir zu leisten imstande sind. Ja, offensiv, so 20, 30 Minuten haben wir irgendwie mal Lust und Laune, dass wir auch mal ein bisschen Kombinationsspiel vielleicht haben. Danach ist wieder alles nur auf Einzelaktionen ausgelegt und keiner ist irgendwie ins Spiel eingebunden und ja, schwierig. Aber gut, so ist es halt aktuell. Müssen wir mit leben, die Ergebnisse stimmen. Ja, also haben wir relativ wenig Argumente, um zu sagen, ja, dass das so nicht geht. Ne? Also von daher werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Ich denke, die werden ganz interessant sein, nach dem, was ich schon so bei Sky gehört habe. Mal ganz nebenbei, der Fuß, Alter, ne? Der Fuß wird immer mehr zu Marcel Reif, Alter. Was der teilweise für eine dumme Scheiße geredet hat. Junge, Alter, geht der mir auf den Bommel. Alto Knalto, ey. Ballbesitz, 38:62, ja. Resultiert natürlich schon allein aus der zweiten Halbzeit, wo wir den Ball eigentlich nur in den eigenen Reihen hin und her geschoben haben und nichts mehr getan haben. Ja, aber auch nochmal ganz kurz. Wenn der Gegner das so zulässt, dann ist das so. Abseits 1:1, Foul 12:10, Zweikämpfe 51:49, Schüsse aufs Tor 3:5, Schüsse insgesamt 16:13. Da sieht man schon, Mainz hat mehr Schüsse als wir. Ja?
Also schon wild. Ecken 2,7. Ecken war nicht eine, die nur annähernd mal gut war auf unserer Seite. Angekommene Pässe 291 zu 526, Flanken 10-10. Schüsse insgesamt. Kimmich 2, Goretzka 1, Coman 1. Okay, also zählt das Kopfballtor zählt nicht als Schuss. Okay. Torschussvorlagen, Goretzka eine, Sané eine, Musiala eine, gewonnene Zweikämpfe. Musiala 10, Kane 7, Coman 6. Das sagt alles, dass da ein Rio nicht zu sehen ist. Der hat nämlich gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Ballkontakte 110 Kim, Davis 97, 94 De Ligt, gefoult worden. Schenken wir uns. So viel mal zu den Statistiken. Gehen wir direkt in die Aufstellung rein. Ulle würde ich heute eine 2 geben. Einfach aufgrund der Parade, die er gemacht hat. Ansonsten hat er einen sicheren Eindruck gemacht. Warum wir da teilweise den Ball da in dem 16er da dieses Ringepitz mit Anfassen gespielt haben, was ja auch fast einmal schief gegangen wäre, erste Halbzeit, habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, ist halt so. Leimer tue ich mich schwer heute. Sah bei der ersten Chance von Mainz echt nicht gut aus im Zweikampfverhalten beim Kopfball. Ansonsten, wenn auch irgendwas über seine Seite kam, was relativ wenig war, erste Halbzeit, er kriegt es halt nicht hin, das defensiv vernünftig zu verteidigen als Rechtsverteidiger. Genauso wie Fonsi auf der anderen Seite. Am Ende war es solide. Er war nicht so offensiv, ist nicht so blind nach vorne gerannt wie sonst. Hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten. Ich denke, das war auch eine klare Anweisung. Von daher will ich ihm eine 3- sehen. De Ligt sehe ich bei einer 2. Ja, vielleicht bei einer schlechten 2. Ist vielleicht so ein bisschen der De Ligt-Bonus. Das Foul war natürlich Risiko, die Grätsche, ja. Aber wahrscheinlich war es gut, dass es so gegangen ist, wie es gegangen ist. Aber natürlich, der Ball war meilenweit weg, ja. Wäre da nicht Minjay noch ein Stück dahinter gewesen, dann wäre das Ding wäre mit Rot vom Platz gegangen. Also es war schon wild. Aber ja, er ist halt ein Vollblutverteidiger und ich denke, man hat heute gesehen, wie gut er der Innenverteidigung zumindest getan hat. Ja, auch so mit Anweisungen geben, aber auch so mit Abklatschen und sich freuen mit Minjay zusammen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Spirit kam auf jeden Fall rüber. Davis heute tue ich mich auch super schwer zu bewerten, war defensiv definitiv heute wieder eine Note 6, Alter. Ja, also ich kann das nicht mehr anders bewerten. Ja, er hat einmal durch Speed, hat er den einen Mainzer einmal abgelaufen, aber ansonsten hat er sich da, wie hieß er, Gruber oder was, der Junge, mega stark übrigens auf Mainzer Seite, sollte man mal im Auge behalten, aber dafür müsste man ja so junge Spieler auch spielen lassen, was wir bei uns ja nicht tun. Ansonsten war das nichts, ja. Jeder Angriff über die Seite ist zu einer Flanke geführt oder zum Pass nach innen. Also defensiv war das gar nichts mit Fonsi. Offensiv war es recht okay, fand ich. Zumindest erste Halbzeit. Hat mir ganz gut gefallen. Erste Halbzeit war auch defensiv nicht ganz so schlecht, aber zweite Halbzeit war halt wieder gar nichts. Also weiß ich nicht. Wenn wir aber beim Leimer einigermaßen human bleiben wir beim Davis auch einigermaßen human und sagen eine 3-. Minjay sehe ich ähnlich wie De Ligt, wie ich bei einer 2- sehe, wie De Ligt auch. Wie gesagt, an den Innenverteidigern Lars heute definitiv nicht. Ja, beim Gegentor weiß ich nicht, wo Minjay genau war. Das könnte man ihn vielleicht ein bisschen mit ankreiden, müsste ich mir nochmal angucken. Dann vielleicht eher eine 3, aber ansonsten hat er, ja, Zweikampfverhalten und so weiter. Hat ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Was vielleicht nochmal zu De Ligt, warum ich ihn einen Tacken besser gesehen habe, ist gerade erste Halbzeit hat er 2-3 Mal halt die Good Old Diagonalbälle gespielt. Ne? Gerade auf dem King mal rüber oder auch auf der anderen Seite. Generell die Spieleröffnung heute. Auch Minjay hat 1, 2 gute Bälle gespielt. Aus der Innenverteidigung heraus war echt okay. Ja, Leon habe ich mit gemischten Gefühlen gesehen. Erste Halbzeit nach seinem Tor war er auf jeden Fall, hat er nochmal einen Schub gekriegt. Das Tor, ja. Einfach an der richtigen Pose einfach mal abgezogen. Mit Vollspann und das Ding ist reingegangen. Von daher würde ich den Leon auch bei einer 3+ oder 2- sehen. Hat ansonsten hinten auch nochmal gut geackert. Das Tor hat ihm nochmal richtig einen Push gegeben. Generell heute Goretzka, Kimmich, so die Mitte war echt okay, fand ich. Ja, immer noch teilweise
ja, leichte Fehler gehabt, so gerade im Spielaufbau, wenn es mal ein bisschen hektisch war und sowas. Aber im Großen und Ganzen fand ich, haben die beiden ganz gut funktioniert heute. Ähm, King hat das Tor gemacht. Ansonsten, ja, ist schwierig, heute die offensiven Spieler irgendwie mal ein bisschen fair zu bewerten. Weil, wie gesagt, so nach einer gefühlt halben Stunde haben wir das Offensivspiel oder sagen wir mal, zweite Halbzeit haben wir das Offensivspiel halt einfach eingestellt. Ja, da war nicht mehr viel mit Offensivspiel. King hat das Tor gemacht, war ansonsten bemüht, war teilweise, was mir sehr gut gefallen hat, war er mehr rechter Verteidiger und hat mal einen Zweikampf gewonnen wie der Leimer. Auf jeden Fall hat dann Leimer mit unterstützt. Von daher würde ich den King auch aufgrund des Tores heute auch bei einer guten 3 sehen. Kimmich für mich eine ganz, ganz klare 2. Hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Sowohl, also erstmal hat er die Position gehalten, der 6. 1A. Ich habe ihn nicht einmal irgendwie mal wild vorne gesehen. Ja, wenn wir ganz weit aufgerückt waren, aber dann waren unsere Innenverteidiger auch auf der Höhe. Das war völlig okay. Ein einziges Mal habe ich ihn mal dabei erwischt, wo er mal wieder ein bisschen zu weit rechts außen irgendwie war als Sechser. Aber das war wirklich nur einmal. Ansonsten hat er ganz strikt die Position gehalten. Ähm, was man auch sieht, dass es ihm gut tut, wenn er das macht. Ja, er hat die Bälle verteilt, er hat Chipbälle konnte er spielen, er hat auch die Bälle nach außen im Diagonalball verteilt, hat 2, 3 sehr gute Pässe in die Tiefe gespielt, in den Lauf rein, auch überraschende Pässe in die Tiefe. Das war heute ein richtig starkes Spiel von Kimmich. Ja. Vielleicht hat ihm das Fieber mal gut getan. Ich weiß nicht, vielleicht hat das irgendwie ein paar Viren in seinen Körper rausgebrannt oder ausgeschwitzt. Ich kann es euch nicht sagen. Auch Defensiv-Zweikämpfe hat er 2, 3 sehr gut geführt. Und er stand nicht so schlecht wie sonst immer, dass er einfach überlaufen wurde. Ja, also Kimmich heute, ja. Wie gesagt, so die letzte Viertelstunde war es schwer für ihn, hat man gesehen, schon die letzten 20 Minuten, das will ich ihm gar nicht vorwerfen, wenn man mit einer Grippe eine Woche lag. Aber ansonsten bärenstarker Kimmich heute. Hut ab von meiner Seite. Sané heute für mich genau das Gegenteil, würde ich heute eine Note 4 geben. Ersten 20 Minuten fand ich es noch ganz ansehnlich, wo man da schon gemerkt hat, so, er war viel zu überheblich. Viel zu, oh ja, ich bin hier heute der Poser, ich mache hier noch und hier noch. Ja. Hat nichts auf die Kette gekriegt, hat viele leichte Ballverluste gehabt. Ja, hat ein, zwei Mal, wie gesagt, die ersten 20 Minuten ein, zwei Mal vernünftige Kombination versucht. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber danach hat Leroy einfach keinen Bock mehr gehabt. Und es ist wieder so der alte Leroy. Ja. Generell dann das Rest des Spiels. Ich weiß nicht, warum er länger als wie 60 Minuten auf dem Platz war. Also das war lächerlich. Nach hinten hin war das auch nichts. Schwierig. Ich hoffe nicht, dass wir ihn jetzt wieder so die kommenden Wochen sehen. Ich hoffe auch hier Reisestress und so weiter. Ne? Müssen wir alles ein bisschen berücksichtigen aktuell. Ich hoffe einfach mal, dass er sich wieder fängt. Aber das war heute nicht wirklich was. Ich habe so das Gefühl, dass er nicht wirklich Bock hat, auf der linken Seite zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist, ne? Der ihn so ein bisschen anpisst. Wenn das so ist, hat er es heute auf jeden Fall gezeigt. Musiala würde ich bei einer Note 3 sehen. Hat leider wieder viele, viele falsche Entscheidungen getroffen. Ja, wieder 3, 4 Mal mit dem Kopf durch die Wand, anstatt den Kane mit einzubeziehen, Alter, der sich echt angeboten hat. Ja, er hat dann auch mal gut gegengepresst, er hat generell gut gepresst, er kam auch aus einer tieferen Position. War eher für mich heute eine Doppelacht mit dem Leon. Das war sehr gut, ja. Er hat auch 1, 2 gute Pässe gespielt und so weiter. Aber er muss immer noch die richtige Mischung finden, wenn er vorne ist. Anstatt da zu sagen, ich gehe da jetzt ins Dribbling und mache auf dicke Hose und spiele 5 Leute aus, um was zu tun. Ich weiß es nicht. Manchmal hätte einfach der einfache Pass mal zum Nebenmann oder mal steil viel, viel mehr gebracht. Aber ansonsten, wie gesagt, er hat gerackert, auch mit nach hinten defensiv. Gar kein Vorwurf, von daher auch eine 3 von meiner Seite. Er hat auch ein Tor vorbereitet. Ja. Harry Kane, schwierig zu bewerten heute. Hat es am Anfang ganz, ganz schwer gehabt, war gar nicht ins Spiel eingebunden. Hat natürlich dann das Tor, ja, dafür ist er Mittelstürmer, ja, um da zu stehen und das Ding, auch wenn er nicht mit viel Druck kam, die Kopfballvorlage von Leon hat dann reingeköpft. Alles gut. Danach hat man gesehen, dass er auch ein bisschen mehr variabler war.
so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang. Ja, war mal auf links außen, mal auf rechts außen, hat sich auch mal tiefer fallen lassen und so weiter. Und danach war leider nichts mehr vom Heavy zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit würde ich die Offensiven da gar nicht groß kritisieren wollen, weil wir haben das Spiel einfach eingestellt nach vorne. Zum großen Teil. Also spätestens nach dem 3-1 war der Drops gelutscht. Gut, kommen wir zu den Einwechsel. Also Note, ja. Er hat ein Tor gemacht, Mittelstürmer, also Note 3. Ja, wie gesagt, er hat vieles versucht noch. Ja, eine 3 sehe ich ihn. Bunazar, ja, war super unauffällig. Die Aktionen, die er hatte, waren gut, waren jetzt nicht schlecht. Alles Guti. Schupo war leider ja nicht zu sehen, hat den einen Ball dann noch elendig vertändelt, anstatt ihn einfach mal quer zu legen. Tell hatte auch leider keine Szene. Müller hatte noch die einzige Szene mit der Reingabe, wo dann Schupo verpasst hat und Tell hinten nicht dran kam, weil der Mainzer noch dran kam. Aber was würdest du den Jungs da vorwerfen? Ja, der Drops war gelutscht. Wie gesagt, man hätte das Zeichen, was man da gesetzt hat in der 77. Minute, hätte man in der 60. Setzen sollen. Ja? Ich meine, Herr Tuchel setzt sich immer in die PK und sagt, oh, ich habe so einen kleinen Kader, ich habe Belastung, Blösels. Dann erzählt er, oh, Reisestress, deutsche Nationalspieler, Blasels, USA-Reise, alles scheiße. Und dann lässt er Musiala und Sané beide 77 Minuten auf dem Platz, wovon Sané einfach grottenschlecht war und zweite Halbzeit gar nichts mehr ausgestrahlt hat. Musiala hat da wenigstens noch versucht, geackert und getan. Habe ich nicht verstanden. Ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Und einen Thomas Müller da für 3 Minuten reinzubringen, fühle ich auch nicht. Also das fühle ich immer so ein bisschen so. Ja, für so einen gestandenen Mann ist das immer so ein Schlag ins Gesicht, fühle ich. Ja? Etwas aus meiner Warte. Ich weiß nicht, wie er persönlich das sieht, aber ganz ehrlich, da ihn dafür 7 Minuten reinzubringen, dann lass ihn halt ganz draußen, Alter. Und wenn du ihn reinbringst, dann, ja, dann bitte doch allerspätestens in der 70. dass er noch eine 25 Minuten hat, ja, eigentlich besser zur 60. Wie gesagt, wir stellen uns immer dahin und kritisieren, oder nicht wir, sondern der Trainer, oh ja, so eine Belastung, ich habe keine Spieler, Blasels. Er hätte heute locker 3, 4 Spieler zur 60. Minute auswechseln können und in meinen Augen auch müssen. Ja, gerade im Hinblick dann auf Galatasaray. Es sei denn, die ganzen Spieler, die jetzt gespielt haben, wenn dem natürlich so ist, nehme ich das natürlich alles zurück, sitzen gegen Galatasaray auf der Bank. Und es spielen heute alle die von Anfang an, die heute nicht gespielt haben. Wie ein Müller, wie ein Tell, wie ein Schupo. Dann, alles gut, dann nehme ich das zurück. Sollte das nicht der Fall sein, verstehe ich die Auswechslung nicht. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Ja, Note für einen Tuchel, schwierig. Wie gesagt, das Spiel ist generell schwierig irgendwie einzuordnen. Trainerteam aufgrund der Auswechslungen, aber wie gesagt, wenn die Auswechslungen im Hinblick so sind, dass man sagt, jo, wir haben das extra so gemacht, die ein bisschen länger spielen lassen, die sind dann erstmal gegen Gala draußen. Dann okay, dann war es gut gecoacht, ansonsten kann man das kritisieren auf jeden Fall. Ja. Von daher, aber 3-1 gewonnen, alles tutti, Kräfte geschont, zweite Halbzeit. Von daher für mich fürs Trainerteam Note 3. Ja, das war das Spiel in Mainz. Jetzt nicht super aufregend, nicht super spektakulärer Fußball unsererseits oder sowas. Wir haben vorne schnell umgeschaltet, wenn wir den Platz hatten von Mainz. Ne? Wir haben gesehen, dass das Tor aus dem Konter sogar raus. Und ansonsten, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, ja, dann spielen wir halt nur noch Ringelpitz mit anfassen, spielen den Ball hinten rum, wenn wir führen und gut ist. Am Ende des Tages, ja, I don't know, sind wir dann aber auch nicht dafür verantwortlich, dass der Zuschauer oder der allgemeine Zuschauer jetzt ein super Spektakel sieht. Ja, wo man sagen muss, heute Mainz hat uns natürlich aber auch einiges angeboten. Ja, wir hätten das noch viel, viel besser ausspielen können. Ähnlich wie gegen Freiburg, wo wir es halt auch nicht getan haben. Also, von daher, Blick auf die Tabelle. Ich denke, es bleibt spannend. Ja. Leverkusen gewonnen, Stuttgart gewonnen. Womit ich nicht gerechnet habe in Union. Also in Berlin gegen Union. Ja. Wir haben gewonnen, Dortmund hat gewonnen. Leipzig ist auch noch dran. Ja, ich denke, das sind auch so die Mannschaften, die da oben gerade oder die am Ende der Saison um die Champions League spielen. Ob Stuttgart sich da so lange halten kann,
Ich meine, heute das Spiel in Union musst du halt erstmal gewinnen. Ja, auch dann, wenn dein bester Torjäger das 1:0 macht, dann noch verletzt runtergeht, dann trotzdem noch das Ding nach Hause zu fahren und 2:0 da zu gewinnen. Ja, vielleicht ist Stuttgart die nächste Überraschung, so wie es Union oder Freiburg vor ein paar Jahren war. Also wild. Wollen wir mal abwarten, ne? Ich denke, wir werden noch ein paar sehr, sehr interessante Spiele sehen, ne? Da würde ich sogar die Hoffenheimer noch mit reinnehmen, die auch einen ganz ansehnlichen Fußball spielen. Genauso wie die Frankfurter, obwohl das immer so ein bisschen Schwankung ist. Wolfsburg hatte heute ein bisschen Pech, muss man sagen, fairerweise. Kann man auch noch damit vielleicht so reinnehmen, wo man mal Gegner hat, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ansonsten der kleine Ausblick auf die nächsten Spiele. Ja, wir spielen jetzt Dienstag gegen Galatasaray, 18:45. In Galatasaray, das wird ein heißer Fight werden. Ich denke, da wird ein bisschen mehr Gegenwehr, muss ein bisschen mehr Gegenwehr geboten werden wie heute. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen, die heute beide grottenschlecht waren. Das können wir uns gegen Galatasaray, glaube ich, nicht erlauben. Ja, dann zu Hause gegen Darmstadt, da musst du gewinnen, fertig, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Dann in Saarbrücken, da musst du auch gewinnen, da musst du aber auch die richtige Einstellung haben. Da wird uns auch ein Fight erwarten, gehe ich von aus. Ja, dann Dortmund. Ja, dann nochmal Galatasaray. Ja, und ihr seht's. Die heiße Phase kommt vor Weihnachten. Also der Dezember wird eine heiße Phase werden. Mit dem Spiel gegen Union. Mal gucken, ob sich Union bis dahin gefangen hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann in Frankfurt. Sahen wir auch nicht immer gut aus. Dann in Manchester United. Dann zu Hause gegen Stuttgart. Dann in Wolfsburg. Ja, das ist nochmal auf jeden Fall eine Standortbestimmung. Der Dezember. Bis dahin, jetzt die kommenden englischen Wochen. Ja, möchte da nicht respektlos den Gegnern gegenüber sein, aber abgesehen von Dortmund sind das Spiele, vielleicht gegen Galatasaray nehmen wir mal raus. Aber ansonsten sind das Spiele, die du gewinnen musst. Punkt. Ja, als FC Bayern. Fertig. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, und hoffen wir mal, dass das so kommt. Nochmal, ich denke mal, den Fußball, den wir auch heute wieder gesehen haben, ist den Fußball, den wir die kommenden Wochen sehen müssen. Ja, und ich habe mich jetzt über die letzten Wochen ein bisschen daran gewöhnt. Ja, von daher vielleicht nicht mehr ganz so kritische Worte wie sonst, weil am Ende, Leute, wir haben 3-1 in Mainz gewonnen, wo wir seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen haben, wo wir die letzten 3 Spiele verloren haben. Es war ein Spiel nach den Länderspielreisen, wo wir uns immer schwer tun. Und von daher heute auch die Benotung mal ein bisschen sachte. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüssi.